Shalom Aleichem. Dem 27. August 1880 ist geboren geworden der jüdische Müller Josef Budko. Seine Schaffung konnte dienen wie ein Beispiel von einem Künstler, wo so auf einen organischen Neufen vereinigt die alte Form und Kultur mit der neuer, moderner. Budko stammt von einer kleinen polnischen Städtel Płock, von einer chassidischen Mischpuche. Der Eindruck von einem religiös-chassidischen Leben bleibt schon bei ihm bis ins Auf. Er hat es verewigt in seiner Schaffung zusammen mit den Motiven von biblischen Legenden und alten Minjogim von jüdischen Steger. Alle seine künstlerischen Series suchen jedes wegen der größeren Pietät, mit welcher der Künstler hat realisiert seine Werk. Das Leben in Städtel hat gestickt seine künstlerischen Strömungen und Budka fährt darüber kein Warsche. Dort hat gewohnt Judlamet Peretz, was hat gehabt eine größere Spur auf der jüdischen schafferischen Intelligenz. Der junge Maler malt sein Porträt, was beweist befährisch, als Budka ist gewesen neuend zum Klassiker von der jüdischen Literatur. Von Warsche fuhrt er in Berlin, seindig 20 Jahre alt. Dort hat mit Budka sich verinteressiert der glänzende Grafiker und Müller Hermann Struck. Zu verdanken seine späterdicke künstlerische Karriere. In Berlin von den 20er Jahren, wenn das liberale schafferische Leben hat dort gesotten, hat sich zerblieb Budkas Talent im Gebiet von illustrativer und Bazierungskunst. In sein Schaffen hat er sich benutzt mit Gravieren, Holzschnitzerei und Kritzerei. Seine Thematik hat er umgehabt die Zeiten von Tanach bis die Werk von der jüdischen Literatur, Judlamet Peretz, Mendele und Shalom Aleichem. Budkas grafische Werk stellen mit sich vor in der Geschichte von der jüdischen Kunst eine besondere Synthese von Alten und Modernem. Nach dem Kommen von den Nazis zu der Macht verlässt Budka Deutschland und fuhrt darüber in Palästina. Dort hat er manchmal gewinnt seine schafferische Arbeit, aber der frühzeitige Tod hat übergerissen sein Leben und er ist gestorben in 1940 in Jerusalem.